Petra Gössi, morgen findet hier in Bern die Delegiertenversammlung der FDP Schweiz statt, an der Sie zur Präsidentin gewählt werden. Welches Gefühl überwiegt im Moment bei Ihnen? Eher die Vorfreude auf eine neue Herausforderung oder doch der Respekt vor der Aufgabe? Jetzt ist es klar, die Vorfreude auf eine neue Herausforderung. Ich bin bereit zu diesem Schritt. Aber jetzt unmittelbar merke ich auch, jetzt werde ich langsam nervös. Also ich bin jetzt in Bern, ich werde nicht mehr nach Hause kehren. Das heißt, morgen gehe ich dann direkt an die Delegiertenversammlung. Aber jetzt ist wirklich die Freude da. Jetzt soll dieser Schritt kommen, jetzt soll es weitergehen. Wieso wollen Sie überhaupt Präsidentin der FDP, die Liberalen, werden? Ich glaube, es ist eine große Chance. Man kann viele Erfahrungen sammeln. Vor allem kann man auch seine Ideen des Freisinns, des liberalen Gedankenguts einbringen. Man soll auch mal diese Verantwortung tragen. Man kann die Partei weiterentwickeln. Und da habe ich Ideen, die will ich umsetzen können. Und ich will auch diese Führungsverantwortung übernehmen. Und deshalb freue ich mich auch darauf. Weil das ist jetzt der Schritt, den kann ich jetzt machen. Als Präsidentin einer nationalen Partei hat man auch eine gewisse Macht. Reizt Sie auch diese Macht? Nein, bei mir ist nicht die Macht der Beweggrund, weil ich glaube, sobald nur die Macht im Vordergrund steht, dann geht es immer vor allem auch um Eigeninteressen. Und ich glaube, das wäre hier der falsche Weg. Ich glaube auch nicht, dass unsere Demokratie eine Person an dieser Position erträgt, die nur auf Macht aus ist. Es ist mit Verantwortung verbunden, das heißt selbstverständlich immer, es ist entsprechend mit Macht verbunden, weil man hat Entscheidungsmöglichkeiten, aber diese soll man in Verantwortung tragen, auch immer im Bewusstsein, was der Entscheid bedeutet. Und deshalb, mir geht es überhaupt nicht um Macht, das ist nicht mein Beweggrund. Sie werden Präsidentin der FDP, die Liberalen. Sie bezeichnen sich selber auch als Liberale durch und durch. Was bedeutet dann für Sie liberal sein? Ich will vor allem mein Leben in Freiheit führen können. Ich will nicht, dass mir der Staat vorschreibt, ich muss diesen Weg einschlagen oder ich muss diese Lebensform wählen. Das ist ja immer auch verbunden mit sehr viel Eigenverantwortung. Das heißt, es ist eigentlich eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist schlussendlich der Weg, der uns zu unserem eigenen Glück führt. Das ist auch das Leben, das ich immer gelebt habe. Ich habe immer selber entschieden. Ich wusste immer, was ich machen will. Manchmal hat man Einschränkungen, aber diese soll man überwinden können. Und das ist genau das, was ich für uns alle einfordere vom Staat. Das heißt, der Staat muss natürlich das Grundlegende erbringen, aber für den Rest ist der Staat nicht verantwortlich. Da will ich in Freiheit entscheiden können als Bürgerin. In Freiheit entscheiden können. Es gibt aber auch Positionen, da sind Sie ganz klar nicht besonders liberal, also in Gesellschaftsfragen meine ich da. Sie sind zum Beispiel gegen den Vaterschaftsurlaub oder auch gegen die Möglichkeit der Adoption bei homosexuellen Paaren. Wie geht das zusammen? Auf einer Seite das Liberale, auf der anderen Seite aber in Gesellschaftsfragen dann doch eher konservativ? Also ich muss da die Position korrigieren. Ich bin nicht gegen den Vaterschaftsurlaub. Ich sage nur, dass das nicht der Staat regeln soll, weil es gibt genügend Unternehmungen, die beispielhaft vorangehen, das auch ermöglichen. Ich arbeite zum Beispiel in einem Unternehmen, dort bekommen die angestellten Frauen, wenn sie in den Mutterschaftsurlaub gehen, 6 Monate. Das ist so vertraglich vereinbart. Man hat danach auch wieder eine garantierte Arbeitsstelle. Oder diese Möglichkeiten, die gibt es. Aber es ist nicht der Staat, der mit einer Sozialversicherung hier einstehen muss. Also das ist natürlich, jeder, der das machen will, soll versuchen, sich das über eine vertragliche Regelung zu erarbeiten. Diese Möglichkeiten, diese Freiheiten haben wir. Und das ist für mich das Wichtige. Und deshalb, es ist ja immer die Frage, oder? Ich will, dass das geht, ich will aber nicht, dass der Staat dafür verantwortlich ist und dann auch vorschreibt, Väter müssen einen Vaterschaftsurlaub nehmen. Oder das ist ja dann immer das Gegenstück. Also mir geht es vor allem um solche Fragestellungen. Aber bei der Adoption muss ja der Staat das bestimmen. Da gibt es ja nicht, dass man das irgendwie vertraglich regeln kann. Dort sind Sie aber auch gegen dieses Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Ja, also da kommt es auch ein bisschen drauf an, sprechen wir von einer Volladoption oder sprechen wir davon, dass das Kind, das leibliche Kind eines Elternteils ist? Machen Sie dort einen Unterschied?
Ja, da mache ich einen Unterschied. Aber ich glaube, da geht es vor allem auch darum, dass es der Gesetzgeber ist, der da die gesellschaftlichen Entwicklungen aufnehmen muss, oder? Und da, ich glaube, da zeichnet sich klar ab, die gesellschaftliche Entwicklung auch mit all den Familienbildern, die bei uns gelebt werden. Das ist eine Entwicklung, dem widersperre ich mich nicht. Das ist nicht mein Hauptanliegen. Aber da haben wir auch ganz klar da haben wir ganz klare Bewegungen, auch innerhalb der FDP, die das fordern. Und da sperre ich mich natürlich nicht dagegen, weil das sehe ich ja selber auch, das wird draußen gelebt. Der Gesetzgeber muss hier auch die Sicherheit abbilden. Und das ist dann vor allem die Antwort meines Erachtens des Gesetzgebers darauf. Ich möchte Sie ein bisschen besser kennenlernen. Sie sind in Küsnacht am Rigi im Kanton Schwyz aufgewachsen, leben immer noch dort. Was gefällt Ihnen an Ihrem Heimatdorf? Dort fühle ich mich wohl, dort fühle ich mich zu Hause, aber vor allem auch landschaftlich. Oder wir haben einen See, wir haben Berge, ich bewege mich sehr gerne draußen, ich bin sportlich unterwegs, wenn ich die Zeit finde. Und ich bin dann unmittelbar auch schon fast hochalpin unterwegs und es ist wirklich auch diese Vielfalt, die mir sehr gefällt. Und dann natürlich, ich bin Innerschweizerin, ich bin Zentralschweizerin, auch die Charaktere der Menschen, die gefällt mir dort, die kenne ich. Ich identifiziere mich darüber und deshalb, dort fühle ich mich einfach wohl. Ich habe gelesen, als Mädchen war Ihr Berufswunsch Meeresbiologin. Was hat Sie daran gehindert, diesem Berufswunsch nachzugehen? Also, ich habe mir dann im Gymnasium vorgestellt, Jesus, schon nur die Biologie und die Chemie, die man da absolvieren muss, das ist ja extrem anspruchsvoll. Und dann habe ich mir danach nur gedacht, ja, wenn ich älter bin, nicht mehr Meeresforschung betreiben muss, sondern was mache ich dann? Dann lande ich in einem Museum, das will ich nicht, deshalb mache ich etwas anderes. Aber ich habe mir dann, ich habe mit Tauchen angefangen, weil die Unterwasserwelt, dort ist eine ganz andere Welt und das finde ich hochfaszinierend. Ich finde Großfische auch zum Beobachten sensationell, also ich gehe dann einfach tauchen und habe dann halt, ich wurde nicht Biologin, sondern mache das jetzt hobbymäßig, wenn ich die Zeit dazu finde. Sie haben dann Jus studiert in Bern. Das ist schon etwas anderes als Biologie. Wieso Jus? Ja, das ist etwas ganz anderes. Also ich glaube, ehrlich gesagt, bei mir war es auch mehr ein Ausschlussverfahren. Ich habe dann noch Medizin angeschaut. Das hat mir nicht gepasst, das war nicht das, was ich suchte. Und dann bin ich dann bei Jus gelandet, weil ich habe mir dann auch gedacht, da sehe ich sehr viele Bereiche rein, da lerne ich sehr viel und ich lerne vor allem strategisch denken. Und eigentlich hat sich genau das bewahrheitet und deshalb bin ich mit den Grundlagen, die ich im Studium erfahren habe, sehr glücklich, weil ich glaube, das hat mich wirklich auch vorbereitet auf all das, was ich nach dem Studium dann erleben durfte. Sie arbeiten ja jetzt in Zürich in einer Firma, die Firmen berät in Steuer- und Unternehmensfragen. Was gefällt Ihnen an Ihrer täglichen Arbeit? Ich habe unmittelbar mit Menschen zu tun. Oder sie kommen mit ihren Problemstellungen auf uns zu. Wir können dort Antworten suchen und dann gibt es immer so ein bisschen ein Abwägen. Soll ich jetzt einfach ganz strikt sagen, was im Gesetz drin steht? Soll ich viel mehr auf die Problematik eingehen, auf die Anliegen der Menschen direkt, das erspüren, das erfühlen und dann zusammen eine Lösung suchen, die natürlich immer rechtlich korrekt ist. Aber es gibt meistens einen direkten Weg, manchmal gibt es einen indirekten Weg, der vielleicht besser passt und das dann herauszufinden, was ist der richtige Weg, unmittelbar mit den Menschen zusammenzuarbeiten, das gefällt mir sehr gut. Nur Aktenstudien zu betreiben, das ist mir viel zu weit entfernt von den Menschen, das spüre ich auch zu wenig, deshalb ich habe diesen direkten Austausch sehr gern und der ist mir sehr wichtig. Das heißt, Sie haben auch sehr viel um die Ohren. Sie arbeiten sehr viele Tage in der Woche, 5, 6 Tage habe ich gelesen. Wie sorgen Sie da für den Ausgleich neben dem Tauchen vielleicht? Was gibt es da sonst noch in Ihrer Freizeit? Ja, mir ist wirklich wichtig, dass ich nach draußen kann
Und ich glaube, irgendwann entwickelt man dann so ein paar Mechanismen, die einem helfen, sehr schnell abschalten zu können, sehr schnell Distanz gewinnen zu können, danach aber auch schnell wieder einsteigen zu können. Ich habe dann noch das große Glück, wenn ich mich ins Bett lege, dann schlafe ich auch schnell ein. Also das heißt, meine Gedanken drehen nicht weiter, sondern ich kann wirklich abschalten. Ich brauche auch ziemlich viel Schlaf, also irgendwie so mit 6, 7 Stunden bin ich dann mal zufrieden. Also ich bin nicht der Mensch, der nur 4 Stunden schlafen kann, danach funktioniere ich einfach nicht, bei mir geht das nicht. Und so habe ich meine Mechanismen. Aber ich glaube, der Ausgleich funktioniert vor allem über Hobbys. Bei mir ist das im Moment eigentlich weniger das Tauchen, weil das braucht immer auch viel Zeit am Stück. Zurzeit gehe ich vor allem in die Berge, ich gehe nach draußen, aber auch, weil ich das halt unmittelbar von mir zu Hause aus machen kann. Oder ich kann die Wanderschuhe anziehen, ich kann die Riege hochlaufen, ich kann auf den Stoß. Wir haben die Skigebiete in unmittelbarer Nähe und das hilft mir sehr. Und vor allem, was immer das Schöne ist, also sobald man auf dem Berg ist, dann hat man die notwendige Distanz, man hat eine ganz andere Optik und das hilft immer schon sehr viel. Ich habe gelesen, dass Sie eher zufällig in die Politik hineingerutscht sind. Das stimmt. Ja, also ich wurde von einem Kollegen angefragt, du, in Küsnacht, Sie brauchen noch eine Frau auf der Kantonsratsliste, Sie brauchen noch jemanden Jungen, du bist doch ideal dafür geeignet, du kommst aus einer liberalen Familie, also ich habe zusammen mit ihm die Matur gemacht, er wusste auch, dass ich liberal denke und ich habe dann gefunden, ja, wieso nicht, ich lehre sicher etwas dabei, wenn es nicht funktioniert, ist ja auch egal. Ich wurde dann das erste Mal schon gewählt und so bin ich dann sofort in den Kantonsrat gekommen. Dann nach 4 Jahren habe ich gemerkt, das macht mir wirklich Spaß. Ich habe mich dann das hat auch ein bisschen Überredungskunst gebraucht vom Wahlkampfleiter. Ich ging dann auf die Nationalratsliste, wurde dann noch nicht gewählt, habe dann aber auch gesagt, okay, jetzt will ich auch Verantwortung tragen, habe dann das Fraktionspräsidium angenommen und dann 4 Jahre später wurde ich dann in den Nationalrat gewählt. Also das heißt, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis Sie Freude an der Politik gefunden haben. Ja, vielleicht nicht Freude, aber bis man sich heimisch darin fühlt. Also ich weiß noch, auch als ich das erste Mal im Kantonsrat aufgestanden bin und ein Votum gehalten habe, so, jetzt ist was passiert, also was muss ich jetzt da sagen? Und das ist, das kann man nicht einfach, das muss man einfach mal ausprobieren, da wächst man hinein, bis ich mich schon nur im Kantonsrat zurechtgefunden habe. Das hat sicher 1 Jahr, vielleicht bis 2 Jahre gedauert. Diese Zeit soll man sich nehmen dürfen, auch können und dann, der nächste Schritt kommt dann immer automatisch. Was man dann aber schon spüren muss, ist, gefällt einem das, will ich da wirklich weitermachen, reizt mich das auch? Und sobald man das spürt, kann man auch problemlos weitermachen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, wenn man als Frau im Kanton Schwyz politisiert, muss man auch einstecken können. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht? Ja, es ist wahrscheinlich nicht... Der Kanton Schwyz ist auch ein konservativer Kanton, ist kein Stadtkanton und ich trete als Frau alleine auf. Ich gehe an alle Versammlungen auch alleine und das ist nicht das gewohnte Bild. Und das heißt, viele stehen dem auch mal distanziert gegenüber, bis man mich kennt oder also bis die Situation auch gewohnter ist. Das spürt man dann manchmal auch, da wird auch ausgeteilt, manchmal sehr kollegial, manchmal weniger kollegial. Aber das erste Erlebnis, das ich hatte, war wirklich im Kantonsrat in der ersten Pause bei der ersten Session. Da kam jemand auf mich zu und hat mir gesagt, das sei jetzt aber auch schön, jetzt haben wir wieder mehr Frauen im Kantonsrat, vielleicht gibt es jetzt einmal in der Pause auch mehr Kuchen. Das sind ja auch schöne Anekdoten und das zieht sich dann vor allem zu Beginn eigentlich so durch alles ein bisschen durch. Und jetzt eben wollen Sie das Präsidium der FDP, die Liberalen Schweiz, übernehmen in einem, kann man sagen, wichtigen Moment für die Partei. Nach 34 Jahren ist es ja jetzt gelungen, in den letzten Wahlen im Oktober diesen Abwärtstrend zu brechen. Die FDP hat wieder zugelegt. Wie hoch ist für Sie das Risiko jetzt, die Partei nach diesem Aufschwung jetzt zu übernehmen? Ich hoffe nicht zu überleben.
Also, ich meine, wenn ich ein Risiko denke, dann ist es natürlich sehr groß, aber das ist für mich der falsche Ansatzpunkt, sondern es ist eine riesige Chance, dass wir das, was wir jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, dass wir das weiterführen können. Und das zeigt ja vor allem auch, wir können mobilisieren und wir müssen mobilisieren. Einerseits, wir müssen neue Personen für unsere Ideen gewinnen, wir müssen aber auch nach innen mobilisieren. Und ich glaube, jetzt der erste Schritt ist gemacht und das müssen wir jetzt weiterziehen. Und deshalb, ich sehe es vor allem als Chance und viel weniger als Risiko, weil das wäre schon von vornherein ein Hemmschuh, den ich mir gar nicht auferlegen will. Mit welcher Strategie wollen Sie dann diesen Erfolg der FDP jetzt weiterführen? Also einerseits das Mobilisieren, das habe ich schon erwähnt. Dann ist für mich aber auch ganz wichtig, dass die Leute unser Profil weiterhin erkennen. Das heißt, wir sind diejenige Partei, die liberal vorwärtsgerichtet ist, die vor allem auch Lösungen für die Zukunft sucht, die eine Öffnung herbeiführen will, weil das brauchen wir auch, um wachsen zu können, um Wohlstand generieren zu können, brauchen wir das. Wir brauchen auch sichere Arbeitsplätze, damit unsere Sozialversicherungen funktionieren, und weil wir brauchen ja, das muss mit Geld gespiesen werden. Und das, glaube ich, das muss man immer alles im Zusammenhang sehen. Und damit die Leute verstehen, für welche Ideen wir einstehen, müssen wir klare Linien haben, müssen das nach außen tragen können. Und das wird auch die Aufgabe der nächsten Abstimmungen, der nächsten Jahre sein. Das klingt alles sehr nach Philipp Müller, dem jetzigen Präsidenten. Er hat das auch so immer formuliert. Gibt es auch Sachen, die Sie sehen, die Sie verändern wollen, wo Sie etwas anderes machen wollen als Philipp Müller? Ich bin natürlich schon nur eine andere Person. Das heißt, ich habe ein anderes Auftreten, ich habe mein eigenes Auftreten. Man kann ja auch nicht die Persönlichkeit einfach wechseln. Etwas, was ich auch machen werde, das ist jetzt kein Unterschied, aber was ich sehr wichtig finde, ist, dass ich, falls ich ins Präsidium gewählt werde, wirklich auch zu den Ortsparteien gehe, zu den Personen gehe, weil sobald man die Personen spürt, die im Lied sind, also wir haben auch noch andere Exponenten, wir haben auch das Vizepräsidium, wir haben den ganzen Vorstand, wir haben unsere Parlamentarier, das geht bis runter, bis in die Ortschaften, oder? Unsere Mitglieder, die müssen auf die Straße gehen, die müssen erzählen, für was wir einstehen und wieso das gute Ideen sind. Und das ist mit Sicherheit ein Weg zum Erfolg. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Jetzt will es der Zufall oder vielleicht auch nicht, dass gleich alle drei großen bürgerlichen Parteien jetzt im April neue Präsidenten oder im Fall der FDP eben eine neue Präsidentin bekommen. Es gibt auch Leute, die sehen in diesem Wechsel jetzt auch eine Chance für ein Zusammenrücken der bürgerlichen Parteien. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, entscheidend sind dann immer die einzelnen Sachfragen. Oder weil den Weg, den ich für die FDP, die Liberalen sehe, ist wirklich, zuerst müssen wir unsere eigene Position finden und danach müssen wir Mehrheiten suchen. Das ist klar, dass das in europapolitischen Fragen kann das auch die SP sein. Bei der Frage der Individualbesteuerung haben wir auch eine Mehrheit mit der SP gefunden. Wenn es um Finanzfragen geht, ist es dann sicher wieder eher die SVP, die CVP. Das werden wir dann immer in den einzelnen Fragestellungen sehen. Wichtig ist mir, dass wir zuerst unsere Position haben und dann müssen wir Mehrheiten finden, weil unsere eigene Position muss ja dann auch noch zum Durchbruch kommen. Und wo ich dann die Mehrheit finde, das ist für mich dann eigentlich zweitrangig. Aber ich glaube auch, dass jeder Wechsel ist immer eine Chance, es kommt wieder etwas Neues und ich habe auch überhaupt keine Schwierigkeiten, mit den anderen Parteipräsidenten zusammenzuarbeiten und deshalb ist das immer auch eine Chance. Ich möchte ein bisschen auf Privatsphäre zu sprechen kommen. Ihnen ist diese sehr wichtig. Auf Ihrer Homepage steht auch, privat ist privat. Wieso sind Sie in diesem Bereich so strikt? Also ich glaube, das entscheidet sich mehr danach, wer mich dann auch wie gut kennt. Also ich schirme das nicht ab. Ich habe einfach da jetzt auch gegenüber der Presse darum gebeten, dass man mich nicht zu Hause überfällt, weil für mich ist mein Zuhause auch ein Rückzugsort und den will ich mir bewahren. Ich will auch nicht, dass die ganze Schweiz weiß, wie es in meinem Badzimmer aussieht. Ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Oder? Also mir geht es eigentlich mehr um diese Abgrenzung. Ich will mir den Rückzugsort bewahren, aber es ist auch selbstverständlich,
selbstverständlich, dass ich breche jetzt nicht einfach den Kontakt zu meinen Freunden ab, zu meinem Familienkreis, zu meinem Bekanntenkreis, sondern in meiner Freizeit bewege ich mich ganz genauso weiter, wie ich das vorhin gemacht habe. Aber ich bin einfach dankbar, wenn dann nicht die Presse zu Hause auftaucht und dann das Foto in meiner Küche macht und in meinem Badzimmer, weil ich glaube auch nicht, und ich bin ja vor allem, ich bin da, um Politik zu machen und der Rest, glaube ich, ist dann zweitrangig. Ja, aber unterschätzen Sie das nicht irgendwie, weil als Parteipräsident sind Sie ja das Gesicht der Partei, auch eine Identifikationsfigur. Gibt es da nicht diesen Spagat eben zwischen öffentlicher Arbeit für die Partei, das Gesicht der Partei zu sein und dann doch dieses Privatleben so zu schützen? Nein, ich glaube, da gibt es einen klaren Unterschied. Oder das eine ist, man muss mich erleben können, ich muss spürbar sein. Das kann man vor allem, wenn ich unterwegs bin oder wenn man mich kennenlernen kann. Man muss mich aber nicht spüren, wie ich am Sonntagmorgen meinen Kaffee trinke, weil ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und ich glaube, da ist die Unterscheidung. Und natürlich muss man mich kennen, wie denke ich, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie sieht auch mein Leben aus in meinem Heimatkanton, wo arbeite ich. Natürlich muss man das alles spüren können, das kann man aber auch. Aber ich glaube trotzdem, und die Frage ist vielleicht auch, wie definiere ich dann privat oder was meine ich genau damit? Und das ist für mich, es ist für mich wirklich mein ureigenes, das möchte ich gerne, das will ich nicht mit der Presse teilen. Aber für mich ist auch selbstverständlich, ich gehe auch in die Ferien, dort sieht man mich, das ist überhaupt kein Problem, oder? Also, das schirme ich nicht ab, das schütze ich auch nicht, weil es ist selbstverständlich, wir sind alles normale Menschen, die ganz normal leben, so wie ich mich mit anderen treffe, können die sich auch mit mir treffen, das ist überhaupt kein Problem. Und das gehört auch dazu, also das finde ich auch wichtig, weil nur so werde ich spürbar und darauf freue ich mich auch. Also das ist für mich kein Hindernisgrund, aber auch kein Problempunkt. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Sie sprechen verschiedene Sprachen, neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Wie haben Sie es mit dem Rätoromanischen? Also, Rätoromanisch spreche ich nicht. Französisch gebe ich mir ganz stark Mühe, Italienisch geht ein bisschen einfacher, also aber Rätoromanisch spreche ich leider nicht. Aber auch da bin ich sehr gerne bereit. Weil was ich wichtig finde, ist, dass wenn man sich in den Regionen bewegt, dass man dort ja auch vor allem auf die Menschen zugehen kann und das erste Einfallstor ist immer die Sprache. Und schon nur, wenn ich mal 1, 2 Sätze in der Muttersprache sprechen kann, dann ist sehr oft die Tür schon geöffnet. Bei den Rätoromanen ist das natürlich noch ein bisschen einfacher, weil die sprechen in der Regel immer sehr gut Deutsch, sehr gut auch Italienisch und Französisch. Also die sind mir in den Sprachen weit, weit voraus, aber ich gebe mir stark Mühe, dass ich da hinterher komme. Bleiben wir gerade in der Region, Kanton Graubünden. Was für eine Beziehung haben Sie mit dem Kanton? Eigentlich ganz verschieden, ist für mich vor allem ein Ferienkanton. Ich habe dort das River Rafting kennengelernt. Ich bewege mich sehr gerne auch im Oberengadin. Ich habe dort schon sehr viele, sehr schöne Erlebnisse gehabt, auch in den Bergen. Deshalb, also auch im Nationalpark war ich auch schon unterwegs, auch schon mit Führer, was hoch faszinierend ist, weil ein Führer, der hat uns auch Adler gezeigt, den hätte ich hätte ihn nicht einmal gesehen, also, und das sind dann wirklich auch Erfahrungen, die gehen einem mitten ins Herz. Und ich habe mich im Kanton Graubünden, also je nach Regionen, vor allem auch im Engadin, auch im Oberengadin, bewege ich mich sehr gerne, habe ich mich auch schon oft bewegt und dorthin habe ich ganz, ganz schöne Erinnerungen. Aber vielleicht auf politischer Ebene ist die Beziehung vielleicht ein bisschen unterkühlt. Ich spreche da die Geschichte mit dem NFA an. Sie haben damals gefordert, dass Schwyz als Geberkanton seine Beiträge auf ein Sperrkonto einzahlt, bis in Bern mal etwas geht da. Graubünden ist ein Nehmerkanton. Was werden Sie machen, um da die Beziehung vielleicht ein bisschen zu kitten oder ein bisschen zu verbessern? Also die Beziehung ist nicht unterkühlt. Ich meine, das ist ja auch eine Interessensvertretung. In diesem Zusammenhang kam auch Martin Schmid mal zu uns in den Kanton Schwyz und musste sich halt dann auch entsprechend die Fragen gefallen lassen. Es ging dann auch um Fragen wie fände er dann die Idee, wenn man die Wasserzinsen mit in die Berechnung einbeziehen würde und so. Aber das ist ja auch
Das hat einerseits etwas Spielerisches, das ist dann aber auch wieder Politik, aber das hat nichts mit der Beziehung zum Kanton Graubünden zu tun, also auch nicht mit der Beziehung zu anderen Kantonen, sondern ich finde es wichtig, dass man, wenn ich den NFA nochmals aufnehmen darf, dass man die Positionierung der einzelnen Kantone kennt. Das hat aber politisch für mich im Umgang mit den Kantonen keine weitere Auswirkung. Also ich glaube, das darf es auch nicht haben. Also auch in Zukunft eine gute persönliche Beziehung zum Kanton? Ja, eine sehr gute persönliche Beziehung, ja. Also wir haben auch mal, vielleicht wenn ich das noch erwähnen darf, als ich noch im Kantonsrat war, hat der Kanton Schwyz den Kanton Graubünden besucht, es kam dann noch zu einem Gegenbesuch. Ich meine, solche Austausche, die sind super, da lernt man auch sehr viel, da sieht man, wie das System auch, also grundsätzlich natürlich gleich funktioniert, aber trotzdem, wo dann die Differenzen sind, das ist immer auch sehr interessant, da kann man persönliche Beziehungen knüpfen und das macht sehr viel Spaß, das ist immer sehr interessant und das schätze ich auch sehr. Nun, morgen fängt für Sie ein neuer Lebensabschnitt an. Eben, Sie werden Präsidentin der FDP, die Liberalen Schweiz. Also auf was werden Sie als Präsidentin verzichten müssen? Was tut Ihnen jetzt schon weh? Wahrscheinlich auf einen Teil meiner Freizeit, die war jetzt schon nicht sehr üppig und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das noch ein bisschen weniger sein wird. Ich werde mich noch weniger zu Hause aufhalten, das heißt, ich werde noch viel mehr unterwegs sein. Aber das macht nicht nur weh, sondern das gehört ja mit zu dieser neuen Aufgabenstellung und da freue ich mich auch sehr darauf. Aber es ist dann halt wirklich ein anderer Abschnitt, der beginnt. Ja, und das ist aber schon ein bisschen, da haben Sie eigentlich schon recht, eigentlich auch ein bisschen ein weinendes Auge, weil ich finde, man braucht ja Freizeit, man soll sich auch entsprechend entspannen können, aber ich bin dafür auch überzeugt im Gegenzug, gerade der Austausch mit den verschiedenen Regionen, mit den Menschen aus dieser Region, gibt einem ja auch sehr viel zurück. Es ist etwas Neues, es ist immer sehr interessant und deshalb ist das weinende Auge doch ein bisschen kleiner. Petra Gössi, danke vielmals für das Gespräch. Danke vielmals.